Ja, ich habe schon gesehen, wie es manchen schon die Füße gejuckt hat, wenn so ein Zwiefacher aufgespielt wird. Wer übrigens sagt, mei, jetzt wird es Zeit, dass ich mal ein bisschen das Tanzen wieder auffrische oder lerne. Im Herbst machen wir wieder Volkstanzabende Anfang November im Spitalkeller und einen Kathreintanz mit den Steckenrübel-Musikanten am 22. November. Habe ich es richtig gesagt? 22. November im Spitalgarten. Ja, bevor wir für Gottlied singen und auseinandergehen, gilt ein herzliches Vergelt's Gott zum Song. Und da darf ich als Vorstand am Sonnendank an die Mitglieder vom Trachtenverein Ringsburg Stammsong als erstes, die, ich habe es schon gesagt, über 40 Leute an dem Abend beteiligt sind, mit der Musik, in der Küche, in der Vorbereitung. Das geht von Handzettel austeilen, plakatieren, viele Zeitungen, Rundfunkanstalten anschreiben, die ja diese Einladung verbreitet haben. Der Einkauf, den Saal vorbereiten und nachher wieder aufräumen, die Dekoration zur Verfügung stellen und aufbauen und wegräumen. Und jetzt müssen wir, Daniela, mindestens die aufmachen. Vielleicht, ich glaube nicht, dass es rausgehen wegen unsere Küchendamen, weil sie ja gar nicht gescheit angezogen sind, weil sie in der Küche arbeiten. Aber vielleicht schauen sie mal raus. Jetzt, ja. So. So. Und das ist jetzt erst die Hälfte. Die andere Hälfte geniert sich jetzt, weil sie sagen, wir haben jetzt gar nicht gescheit angezogen. Also, vergelt's Gott allen, die daheim gekocht haben, die vorbereitet haben, die in der Küche waren. Und dann schenkt nochmal einen großen Applaus. Dankeschön. Ja, einen herzlichen Dank, sage ich gern so, dem einzigen in der Konradsiedl und Wutzelhofen noch inhabergeführtem Geschäft. Wir haben nur noch ein Geschäft, obwohl wir 12.000 Einwohner haben, das inhabergeführt ist. Das ist der Getränkemarkt Ludwig Götzfried in Wutzelhofen. Bei dem holen wir unsere Getränke, beim Hausler Getränkemarkt, der uns immer sehr gut da versorgt. Und da ist mir was aufgefallen, hinten beim Ludwig, wenn man in den Lohn reingeht, stehen ein paar Kanister und da sammelt er die Bierdeckel, die Kronkorken. Und da hätte ich eine Sache, was tust du mit denen? Sagt er, du, schau her, da gibt es eine Aktion, da werden Assistenzhunde ausgebildet. Also sowohl Blindenhunde oder einfach Begleithunde für Menschen mit bestimmten Krankheiten. Die Kassen bezahlen den Hund, aber nicht die Ausbildung. Und das wird mitfinanziert, wenn man diese Kronkorken sammelt. Vielleicht kennt ihr in Zukunft auch von einer Bierflaschen die Kronkorken einfach zusammen da, beim Ludwig hinten abgeben, der BSC und die Feuerwehr sammeln es zum Beispiel auch. Ohne dass es uns was kostet, kann man da helfen. Also bitte helft damit. Zum Beispiel beim Getränkemarkt, beim Hausler Getränkemarkt, kann man es abgeben, kann man auch gleich eine Regel mitnehmen. So, vielen Dank, sage ich unserem Hausherrn, dem Pfarrer Eckert und Thomas, der das immer uns unterstützt, der sagt, der uns auch nicht das Pfarrheim zur Verfügung stellt, sondern der uns auch den Rücken stärkt. Bei verschiedensten Anfragen rund um die Thematik kann man heute feiern. Vielen Dank für das, dass wir auch in der Pfarrei so gut daheim sind. Dankeschön, Thomas. Ja, bei der Presse habe ich mich anfangs bereits deutlich geäußert und mich bedankt bei Frau Erdenreich, weil die natürlich nicht den ganzen Abend bei uns bleiben kann. Aber wenn es am Montag in der Ringsburger Zeitung schaut, dann wird es was über die Veranstaltung finden. Vielen Dank, sage ich natürlich euch alle. Wir haben im Vorfeld gemerkt, es ist ein schlechter Termin heute. Es ist noch Ferienwochenende, es sind Vereinsfahrt, es ist eine Hochzeit, es ist Geburtstagsfeier, das können wir immer haben, das ist so. Und haben wir schon
befürchtet, dass wir vor wenig Gästen sitzen, aber euch alle ein Vergelt's Gott. Ihr habt nicht nur, dass ihr zu uns hergekommen seid, ihr habt uns einen schönen Abend bereitet. Vielen Dank an euch alle für euer Kommen und dabei sein. Dankeschön. Jetzt klatschen wir einmal. Ja, und der Kreis schließt sich, wenn ich jetzt mit dem Bruder Konrad, wie ich das seit vielen Jahren tue, ihr habt wieder einmal die Tugenden vom Bruder Konrad gezeigt heute Abend. Ja, ihr wart geduldig, ihr wart ruhig und wortkarg, ihr wart von großer Beherrschtheit, ihr wart freundlich und in Klammern, ich hoffe, ihr wart großzügig. Dankeschön. Ja, und jetzt gilt unser Dank natürlich den Musikanten und Sängern, die uns den Abend mitgestaltet haben. Einen herzlichen Dank sage ich unsere Kinder und der Jugendleitung. Die Kinder haben zum Teil schon heimgegangen, die Kleinen. Vielen Dank für eure Lieder und eure Tänze. Dankeschön. Einen herzlichen Dank unserer Stummmusik, Richard und die 4 Damen. Das hat sich Lisa, ist hinterm Vorhang. Herzlichen Dank für eure schönen Weisen. Dankeschön. Ja, danke auch dir, Klaus. Man trifft sich ja doch immer wieder und man probiert das. Und wir wissen auch, dass die manche Lieder, die wir heute gesungen haben, das gehört halt eigentlich, dass Singerimaner singen. Also wenn Singerimaner kennst, die gern singen daten, sagt, sie sollen sie rühren, wir geben unser Lied gut gern weiter. Danke Klaus fürs Mitsingen. Danke. Ja, und den Rahmen und auch schöne musikalische Beiträge hat uns wieder unsere Trachtenkapelle geliefert. Herzlichen Dank, die Musikanten der Trachtenkapelle Ringsburg-Stamm.